Ja, grüß euch benannt und einen sakrisch Gurden. Jetzt Kasperl. So, ich bin mir nicht sicher, ob ihr das ist jetzt Part 9, ne? Wir sind jetzt bei Part 9 von der Nummer, aber wir sind immerhin schon im zweiten Video. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr das vor Part 8 kriegt, weil das mal wieder Ewigkeiten in der Überprüfung hängt. Ich habe jetzt lange Glück gehabt und die Videos sind einfach grün geworden, wie sie lustig waren. Und jetzt hatte ich letzte Woche eins, das war erst grün, dann war es veröffentlicht und dann ist es ein paar Tage später gelb geworden und seitdem wird wieder alles gelb, was ich hochlade. Es ist natürlich auch immer ein wenig dem Content etc. geschuldet. Es ist Reini. Der hat, der redet halt über Dinge, gell, die YouTubes sie nicht so gern anhört, wenn es um Monetarisierungsbarren geht. Richtig. Ich habe neulich auch wieder was gelesen, wo es darum ging, wegen die Barne, wegen Werbung und dergleichen. Und wie gesagt, es tut mir, ich hab das hier lange, ich habe es über 2,5 Jahre, glaube ich, habe ich das hier gemacht, ohne es zu monetarisieren, weil ich gesagt habe, keine Ahnung, es fehlt mir dann nichts, ne? Und ich könnte auch überleben, ohne das zu monetarisieren. Aber ich bin ehrlich mit euch und jeder von euch hat es mitgekriegt, es sei denn die, denen man als Kind schon irgendwie die Goldbarne ins Maul geschissen und in den Arsch gestopft hat. Es sind schwierige Zeiten und jeder, der nicht unnötig viel Moneten hat, kann jeden Cent brauchen, den er kriegen kann. Und ja. Dieser Kanal finanziert im Endeffekt meine Sucht nach Katzen. Ja, der Kanal finanziert meine Katzen. Simple as that. Ich könnte mir die Katzen nicht leisten, den Kanal nicht. Also ich könnte es mir schon leisten. Aber dann da die gar nicht mehr in Urlaub fahren, ne? Und oder ich müsste mal einen Nebenjob suchen, um mir dann so ein bisschen mehr Luxus leisten zu können. Ne? Und bei das eine oder andere Spiel oder das eine oder andere Festival. Und dementsprechend hätte ich dann wahrscheinlich nicht mehr Zeit für den Kram hier, weil ich sag's euch, wie heute mein Tag war. Ich bin heute in der Früh aufgestanden, habe mich fertig gemacht, bin zur Malochene gegangen, bin von der Malochene nach Hause gekommen, habe schnell alles Mögliche irgendwie in die Ecke geschmissen, bin raus, Garten verschönern, Rasen mähen etc. Mich um da draußen alles kümmern, bin dann wieder hier rein und habe mir hier hingesetzt und da bin ich jetzt. Und wenn ich damit fertig bin, dann muss noch geduscht werden und gekocht werden und dann müssen die Katzenklos sauber gemacht werden, die Katzen gefüttert werden. Ich habe heute easy einen 14-Stunden-Tag, wenn die ganze Nummer hier vorbei ist. Also seid so ein bisschen nachsichtig mit. Ne? Ich weiß, es hört sich jetzt Winkler an, deinen Arbeitstag kannst du gegen meinen in die Tonne treten, aber es ist, ich sag's auch so, wie es ist. Mir ist das hier lieber als ein richtiger Nebenjob, weil ich habe schon einen Job und das hier macht mir Spaß. Und mir einen anderen Nebenjob zu suchen, um das zu substituieren, würde mir höchstwahrscheinlich nicht so viel Spaß machen. Und ihr hättet keinen Metal Kasper, der auf 180 sich über den Dicken aufregt. So. Und im Übrigen, das ist jetzt wirklich auch das letzte Mal, dass ich das Thema anschneide. Ich werde in Zukunft auch sämtliche Kommentare ignorieren, die es zu dem Thema gibt. Ich habe alles dazu gesagt, was es dazu zu sagen gibt. Wenn ihr glaubt, ich bin ein Sellout und im Game darf man kein Geld nicht verdienen, dann ist das so und dann ist mir es aber auch wurscht. Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Guti, auf wie geht's. Hockt euch her, Sammermeere. Reißt euch Häube auf, es ist warm. Mir ging ein Rainer. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir aufgehört haben. Ich sagte, das Part 9, es kann sein, dass er vor Part 8 rauskommt, aber die Grenzen des guten Geschmacks, sehr großes Kino. Ne?
Das ist ja auch wieder gelb. Verrückte Welt. Mir bleiben die Kühe so im Gedächtnis, was sie sich wohl gedacht haben in dem Moment. Ja, ich habe da oft drüber nachgedacht. Ja, oft in den letzten 30 Sekunden, wo du die Story ausgedacht hast, Rainer. Was werden sich die Kühe wohl gedacht haben? Mei, wenn wir nicht erfunden wären, dann hätten wir ein viel schöneres Leben. Das haben sie sich gedacht, Rainer. Ich denke auch gerade drüber nach. Vor allem, das waren ja alles junge Bullen, ne? Also die haben ja auch noch nie eine Möse, bitte um Entschuldigung für meine Ausdrucksweise, die haben ja auch noch nie eine Dame in den entsprechenden, also noch nie ein weibliches Wesen in dieser entsprechenden Form gespürt oder gesehen oder gehabt oder so. Ja, und ich sag's da, wie es ist, Rainer. Im Gegensatz zu dir nehme ich nicht an, dass ein Stier vom Anblick eines weiblichen Wesens einer komplett anderen Spezies erregt wird. Rainer. Der Stier denkt sich nicht, oh, große Wassertiere wären eine nice Sache, etc. Diese kranken Fantasien mit Wassertieren, Pferden, Stieren, etc. bla bla, die hast du wahrscheinlich nicht exklusiv, aber fast. Sagen wir mal, das ist ein sehr kleiner Kreis der auserwählten Schwachköpfe, die mit denen halt im Kopf, da ist halt oben irgendwas falsch verkabelt worden. Hm? Aber das passiert bei Stieren, glaube ich, nicht, dass diese denken, boah, der komische haarlose Affe da drüben, boah, den finde ich aber nice. Ha? Ich glaube, der Stier bleibt schon, der Schuster bleibt bei deinen Leisten mäßig bei der Kur. Ja? Hm. Ich weiß nicht, ob Kühe das wahrnehmen, aber. Ja, das frage ich mich auch. Ja, und das frage ich mich nicht. Ne? Also, ich hab's jetzt, also die Frage stellt sich nicht einmal, wenn man sich diese Scheiße gibt. Vor allem fragt man sich das nicht, wenn man nur alle Laden etc. am Zaun hat. Also ich habe mich mal rein interessentechnisch mal damit beschäftigt, ob es Homosexualität auch unter Tieren gibt. Oh ja. Ja, keine Ahnung, das gibt's nachher schon, aber es geht ja jetzt nicht darum, sondern es geht darum, ob der Stier es anregend findet, einen nackten Menschen zu sehen. Und das bezweifle ich eher. Also, weil der Stier sieht den Menschen höchstwahrscheinlich, wenn dann, als Bedrohung. Ah, okay. Beziehungsweise ob sexuelles Verhalten, beziehungsweise sexuelle Lust. Ich weiß auch nicht, warum. Also das ist jetzt das andere Ding. Ne? Also in seinen komischen Geschichten, wir hatten das jetzt in den letzten Teilen schon sehr viel. Es geht immer um Freiwilligkeit oder beziehungsweise eben Nicht-Freiwilligkeit und es geht immer um fragwürdige Altersgrenzen und es geht immer um irgendwelche speziesübergreifenden Geschichten. So, das sind so seine drei Steckenpferde. Und das sagt so viel aus einfach. Ich weiß nicht, ob er grundsätzlich Baller ist in der Rübe, der grundsätzlich nicht ganz durchbachen war von Anfang an. Entschuldigung. Und sie das hat nicht vermeiden lassen, dass da sowas am Ende rauskommt. Oder ob er sich in den letzten 20 Jahren aufgrund von zu exzessivem pH-Konsum einfach das Hirn, also das Resthirn, das da noch ist, komplett zerschossen hat. Ich kann es euch nicht sagen. Aber eins davon wird wahrscheinlich der Wahrheit entsprechen. Wenn irgendjemand Psychologie studiert hat und einen besseren Einblick hat und sagt, das ist ganz klar das oder das, vielleicht gibt es eine dritte Option, sagt's mal Bescheid bitte. Es würde mir wirklich in dem Fall echt interessieren, wie ich möchte kurz den guten, dem Lindemann, seinen Troll aus dem Internet zitieren, in seinem wunderbaren Cover namens Ich hasse Winkler. Wie kann ein Mensch nur allgemein so wie Rainer Winkler sein? Und ja,
Wie? Wie entsteht sowas? Von Tieren auch entsprechend ähm, ja nicht nur wahrgenommen, sondern halt auch ausgeübt wird. Oder ob Tiere wirklich Sex nur haben, ob Tiere Sex nur haben, um wirklich ja, sich halt fortzupflanzen. Nee, Rainer, das ist auch schon nachgewiesen, dass, also gerade bei Primaten, das auch irgendwie eine soziale Komponente hat. Dass er das nicht weiß, wundert mich eigentlich. Ne? Es gibt ja hier die berühmten Bonobo-Schimpansen, bei denen ist es ja anscheinend irgendwie auch zur Konfliktlösung. Also die hauen sich nicht auf die Fresse, ne? Sondern die machen halt dann das. Weiß ich nicht. Hm? Und tatsächlich gibt es überraschend viele Tiere, die sich tatsächlich, wie sagt man, Jetzt hat er wieder einen Schlaganfall. Ja. die sich tatsächlich allein für das Vergnügen miteinander amüsieren. Ja, Rainer, ich sag's dir, wie es ist. Ist höchstwahrscheinlich, ist zumindest auf jeden Fall bei den Wirbeltiere, vor allem bei den Säugetiere, vor allem würde ich sagen, ist 100%. Weil die Natur sich das so gedacht hat. Ne? Also die Natur hat sich gedacht, Dinge, die dazu beitragen, dass die Spezies weiter existiert, die richten wir so ein, dass sie sich gut anfühlen. Und Dinge, die dazu beitragen, dass die Spezies sich, nicht weiter existiert, eher schlecht. Ne? Deswegen schmecken uns oft auch so Sachen, die giftig sind, nicht so sonderlich gut. Und deswegen stinken gewisse Sachen eigentlich wirklich für alle Leute, weil man weiß, wenn man da zu nah rankommt, Krankheitserreger etc., Verwesungsgeruch zum Beispiel, ist so eine Nummer, das ist eigentlich universell, jedes Viech hält sich davon, außer natürlich Geier, aber dass sich Snoo Snoo gut anfühlt, ist ein Weg der Natur sicherzustellen, dass die Spezies fleißig Snoo Snoo macht, damit sie weiter existiert. Ne? Oh. Absichtlich, damit du nicht mehr hörst, über was wir reden. Nee, Spaß. Jo. Ich habe vergessen, auf Ding zu stellen. Ja. So, ich hatte nur gesagt, mich hat es einfach interessiert, ob Tiere halt auch zum Vergnügen Sex haben oder nur halt, um sich fortzupflanzen. Und tatsächlich. Das Gebimmel im Hintergrund ist nicht bei mir, gell? Das ist bei denen hier im Discord. Ich nehme mal an, dass die beiden Ladies sich jetzt hin und her schreiben, um das weitere Vorgehen entweder zu eruieren oder weil sie ein Kommunikationsbedürfnis haben, sich gegenseitig mitzuteilen, wie Panne das ist, was er gerade vom Stapel ist. Da gibt es dazu wohl tatsächlich Studien. Und das sind wohl auch tatsächlich nicht wenige. Und wenn die das stumm geschalten hätten, hätte ich geil gefunden. Richtig geil. Da gab es auch einige Sachen darüber. Und es gibt tatsächlich mehr Tiere, als man glaubt, die sich entsprechend vergnügen. Ja, aber irgendwie wundert mich das jetzt nicht so. Ich meine, warum sollten wir denn die Einzigen sein so? Tatsächlich hat es wieder einen religiösen Hintergrund gehabt, warum ich mich damit informiert habe. Also ich habe das auch nicht geglaubt, dass das nur so ist. Aber teilweise gerade das Thema Sexualität und Homosexualität, das wurde ja früher von der Kirche sehr stark verteufelt. Ja. Ne? Ja, aber das ist natürlich immer so. Das ist in jeder Sekte so. Ne? Und jeder Glaube ist eine Sekte. Ne? Also das Christentum ist genauso eine Sekte wie das Judentum und wie der Islam und alle anderen, genauso wie Scientology. Das Grundschema ist immer das gleiche. Ne? Kontrolle muss ausgeübt werden. Und wenn ich es schaffe, einen Menschen zu kontrollieren auf Basis, wirklich auf der Ebene seiner Urinstinkte, ne?
Also die Dinge, die uns die Natur, wie gesagt, vorschreibt, um festzulegen, dass die Spezies weiter existiert. Das ist der Fortpflanzungstrieb, der Lebenserhaltungstrieb, Essen und dergleichen. Wenn ich da die Kontrolle dann kontrolliere ich den kompletten Menschen, und wenn ich genügend Menschen kontrolliere, dann kontrolliere ich die komplette Gesellschaft. Das ist ganz normal, dass man da ansetzt, wenn man der Meinung ist, man müsste Leute manipulieren und kontrollieren. Ja? Wenn ich sie soweit habe, dass sie nur dann und nur das fressen, was ich ihnen erlaube, Stichwort Fastenzeit oder Ramadan oder irgendwelche, am Freitag frisst man keinen Fisch oder man darf kein Schweinefleisch essen oder dergleichen, ne? Oder man darf nur dann und dann zu den und den Zwecken Snoo-Snoo haben, etc. bla bla. Wenn ich da drin bin und die Leute so weit habe, dass sie mir da aus der Hand fressen, dann bin ich gemachter Mann. Das ist jeder Glaube, jede Sekte macht das. Und immer wenn irgendein Glaube zur Religion wird und eine gewisse Organisation hinter sich hat, wird das passieren. Ne? Weil es dann eben nicht mehr darum geht, dass die Leute irgendwas haben, woran sie sich festhalten können. Irgendwas, was ihnen hilft, ihre schweren Zeiten zu durchleben und was ihnen Kraft gibt. Sondern es geht ganz schlicht und ergreifend darum, ich will, dass die Person tut, was ich will, damit ich davon profitieren kann. Und das ist ja auch die Basis seiner ganzen hier die Bumsknödel-Kommune, das Universum und der ganze Krampf. Da geht es ja auch nur darum. Ne? Rainer ist praktisch so die Blaupause für die ganze Nummer, runtergedampft auf das allerdümmste Modell. Ne? Weil Rainer denkt gar nicht mal so sonderlich dran, was für Möglichkeiten sich einem eröffnen, wenn man wirklich mal über sehr viele Leute diese Kontrolle ausüben kann. Ja, guckt euch die Weltreligionen an. Sondern Rainer ist der Meinung, wenn ich es schaffe, eine Handvoll Leute dazu zu bringen, dass ich sie so kontrollieren, so manipulieren kann, dann kriege ich Fressi, Barne und Snoo-Snoo für lau. Und muss nie wieder arbeiten, nö. Das machen die alles für mich. Fertig. Ne? Also Rainer ist praktisch die Kindergartenversion von einer dieser Weltreligionen. Und mich hat einfach die Frage nie losgelassen, ob das wirklich halt nur bei uns Menschen vorkommt oder ob das halt auch bei Tieren vorkommt. Ja. Und tatsächlich sind eine Mehrzahl von was ist das für Viechzeug? Eine Mehrzahl von wie soll ich das erklären? Ja, das immer, wie soll ich das erklären, kommt immer, wenn er sie wieder in irgendeine Sackgasse gerendert hat und kurz vorm Schlaganfall steht. Von Wenn er jetzt noch einmal von sagt. Also bei den Giraffen ist es so, dass 90% oder fast 95% aller Giraffen homosexuell aktiv sind. Ach ja, dein Maul. Aus welchem von deinen Bergen des Arschgebirges hast du jetzt den Bums wieder rausgezogen? 90% von Giraffen sind schwul, ja, freilich, Rainer. Dann Okay. ab jetzt. Das ist eine sehr hohe Zahl, wenn du bedenkst. Ja, 90% ist eine hohe Zahl, Rainer. Jetzt im Vergleich zum Beispiel zu 1%. Das ist eher niedrige Zahl, oder? Was davon ist jetzt eigentlich eine dreistellige oder eine vierstellige Zahl, Rainer? Interessiert mich mal. Ich möchte sie dazu vielleicht nochmal äußern. Großer Bildungslord. Hat er sich wieder eingelesen. Freilich. Wer es glaubt, wird selig, ha? Wer ihm glaubt, dass er sich zu dem Thema wirklich eingelesen hat, der Zeudermaß. Hallo, wie geht es? Dann gibt es die Boah, Leute, langsam geht's mir auf den Sack. Stellt doch euer scheiß Discord auf stumm, wenn ihr wenigstens, also ganz ehrlich, wenn ich im Discord irgendwelche Leaks aufnehme von Großlord McDully, dann stelle ich die Scheiße wenigstens auf stumm. Entschuldigung, Alter. Dann gibt es also jetzt gerade im Moment ist wirklich anstrengend. Also die letzte Minute bestand nur aus und die komischen Discord-Geräusche.
Ach, ich habe den Namen vergessen. Bin ich jetzt bescheuert? Ja, bist du, Rainer. Dann gibt es die Die Tiere vom vom des Löwen. Bei Löwen Löwen. gibt es ja Der Löwe, der bei den Nachbarn gelebt hat, Rainer, ist es der. bekanntermaßen ein Männchen oder maximal zwei Männchen in einem Rudel voller Weibchen. Ja, in der Regel ist es ein Männchen. Ne? Wenn ein zweites Männchen zu groß wird, wird es vertrieben. Ne? Oder das eine Männchen ist dann schon zu alt, dann wird der vertrieben. Ja. Aber wusstet ihr, dass es auch männliche Rudel von Löwen gibt? Also wirklich komplett männliche Rudel? Weiß ich nicht, habe ich keine Kuh drin. Glaube ich aber nicht. Also, das kann vielleicht sein, dass man sagt, hier die ganzen, die alle ausgestoßen wurden und nicht irgendwie das geschafft haben, in einem anderen Rudel das Alpha-Männchen wegzubeißen, dass die sich vielleicht des Überlebens willen zusammentun, aber kann ich da nicht sagen. Habe ich keine Kuh, ich habe mich mit Löwen noch nie so sonderlich beschäftigt. Ne? Das meist, also Großteil von dem, was ich über Löwen weiß, also aus Disney-Filmen, das muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich nicht sonderlich interessiert. Außer natürlich, Rainer kennt sich natürlich viel besser aus, weil sein Nachbar, ne, die haben ja Löwen gehabt, die haben sie im Garten gehalten. In Schauerberg. Als er kleiner Bur war. Okay, das wusste ich noch nicht, ne? Ja, da ist es nicht ungewöhnlich, dass die sich auch sexuell da vergnügen. Mhm. Und man vermutet und nimmt an, dass das der Gruppe als solches hilft. Ah ja, okay. Ich kann mir vorstellen, dass das auch so ein bisschen, weiß ich nicht, wie soll ich jetzt sagen, so die Rangfolge, dass man die auch so ein bisschen klar macht dadurch. Die Rangfolge, und auch Ja. die Rangfolge und auch Boah, Rainer macht das Spiel aus, das du spielst, oder nimmt die Hand aus der Hose oder was auch immer. Es jetzt gerade wirklich wieder schwierig macht für dich, auf 3 Sätze zu konzentrieren. Es kann doch nicht die Wahrheit sein. Schon wieder die hängende Schallplatte. sagt man, Ja, wie sagt man jetzt? was viele immer wieder übersehen, ist, dass ja, Ich kann dir sagen, was viele überhören, also was du oft überhörst. Du hast oft einen Schuss nicht gehört. Ich glaube, du hast in deinem ganzen Leben den Schuss noch nicht gehört, außer wo sie der dicke Bombe nachgeschmaßt haben und dann hast du sie eingeschissen. was viele immer wieder übersehen, Wir ist, dass Menschen wie auch Menschen, Tiere einen Hormonhaushalt haben. Und sexuelle alle Leute übersehen das. Müsst ihr wissen, weiß fast keiner. Es weiß fast keiner, dass Lebewesen auf diesem Planeten einen Hormonhaushalt haben. Nein, Rainer. Wirklich. Schön, dass du mir das jetzt gesagt hast. Habe ich von alleine überhaupt nicht drauf kommen. Ja, dass Menschen und Tiere einen Hormonhaushalt haben. Es ist irgendwo ein bisschen die Grundlage darauf, auf der wir existieren haben. Wenn wir keine Hormone hätten und Enzyme in unserem Körper, dann wäre das Überleben nicht möglich. Aktivität verändert diesen Hormonhaushalt auf eine Art und Weise, die zu einem positiven Zusammenleben führt. Das heißt, Ja, Bimsen stößt Glückshormone aus, Rainer. Das ist auch nicht die Erkenntnis dieses Jahrhunderts. wenn man sich schlecht fühlt, ihr kennt das ja bestimmt, also ich habe das nie erlebt, aber ihr kennt das ja bestimmt, wenn ihr in einer Partnerschaft wart und Streit hattet und danach gevögelt habt mit eurem Partner, mit dem ihr Streit hattet, danach geht es einem meistens besser und man fühlt sich auch als Paar besser. Das liegt daran, Ja, aber Rainer, was du wieder nicht verstehst, weil du noch nie eine richtige Beziehung gehabt hast, ist, dass man sich versöhnt, ne? Also, dass man nicht, wie es jetzt manchmal in irgendwelchen Filmchen vielleicht ist, direkt aus dem Streit in die Snoo-Snoo-Situation geht, so, sondern da ist da vorher schon auch irgendwo eine gewisse Versöhnung da. Dieses Phänomen des Hass-Snoo-Snoos, also, das ist eher selten, da ich mal sagen.
Das liegt halt daran, dass man beim Sex Hormone ausschüttet, die halt dafür da sind, dass man sich gut fühlt. Ja, No shit, das kann ich mir Rainer. vorstellen. Ich meine, das verbindet aber auch irgendwie. Also ist das nicht bei Frauen, dass sie dann auch so ein Hormon ausschütten, was sie halt eher so bindet an den Mann? Irgendwie sowas habe ich auch schon gehört. Das kommt auch, wenn man kuschelt und sowas. Ja. Ja, also grundsätzlich Die meisten Bindungshormone, also die dafür sorgen, sich zu binden, stoßen Frauen während der Schwangerschaft aus. Das weiß ich zufällig. Ne? Was auch wieder natürlich ist, ne? Freilich, weil sich die Natur natürlich gedacht hat, alles, was dich dazu bringt, in dieser Gemeinschaft zu bleiben, die sicherstellt, dass dir gut geht, dass du was zu fressen hast, dass du nicht gefressen wirst und dein Blag möglichst gesund werfen kannst, damit die Spezies weiter existiert, alles das wird dir von der Natur mitgegeben. gilt das natürlich immer. Wie gehe ich denn da raus? Ja. Frage ich mich immer wieder, wie das funktioniert. Ja, also das sind letzten Endes, da spielen halt sehr Ladies and Gentlemen, let's turn Endes! viele Faktoren eine Rolle, letzten Endes. Letzten Endes. Ja. Ja. Und gerade zum Beispiel so Sachen wie, was halt auch gerne übersehen wird, ist zum Beispiel, dass Sex auch bei Frauen sehr stark die Menstruationsbeschwerden lindern kann. Alter, Rainer, halt. Maul einfach. Halt einfach dein Maul. Die Menstruationsbeschwerden, das mag vielleicht sein, dass das bei manchen Frauen helfen kann. Ne? Das Problem ist aber, dass die meisten Frauen halt da währenddessen überhaupt keinen Bock nicht drauf haben, weil es ihnen unangenehm ist. Was auch vollkommen natürlich ist. Ne? Also ich hätte jetzt, wenn ich permanent irgendwie aus dem Dödel bluten würde, mehrere Tage am Stück, auch nicht so viel Bock zu bimsen. Auch wenn mir jemand sagt, hier, keine Ahnung, dann tut's danach nimmer so weh, weil du Endorphine ausgeschüttet hast und Dopamin und hast du nicht gesehen, will ich trotzdem sagen, das ist mir eher unangenehm. So, das ist so eine Ich-Sache und bevor die nicht geregelt ist die einzige Person, die sich da um den Dödel kümmert, bin dann ich. Oder vielleicht mein Arzt. Aber das, keine Ahnung, Scham oder Ekel oder dergleichen sind ja so Sachen, die hat der Rainer schon, wenn er sie jemals besessen hat, ganz lange schon, ganz lange schon irgendwo den Gully runtergeschickt. Zusammen mit seiner Würde. Also es gibt viele Frauen, die ja Menstruationsbeschwerden haben, wie zum Beispiel wow, ich bin echt so abgelenkt heute. Ja, dann würde ich vielleicht eine der Aktivitäten, die du gerade machst, entweder daddeln oder hier 5 gegen Willi oder die Konversation mit den Bärchen, die du ja für Bärchen hältst, aber irgendwie doch nicht. Eins davon, noch besser, 2 davon abstellen, damit du dich auf eins komplett konzentrieren kannst. Das passiert mir normalerweise nicht. Es gibt auch Da hat er mich jetzt gekriegt. Na, das ist dann noch nie passiert. Dass er sich nicht auf alles gleichzeitig, dass er dann zum Stottern anfängt und sich anhört, wie wenn er gerade einen Schlaganfall hätte. Das ist ihm vorher noch niemals passiert. Rainer, in fast jeder Reaction, die ich jemals auf meinem Kanal hochgeladen habe, ist genau das passiert. sehr viele Frauen, die ja bei der Menstruation Probleme mit Krämpfen und so weiter haben. Ja. Und ein Orgasmus kann halt krampflösend wirken. Ja. Und das ist halt auch so eine Sache, die halt viele manchmal gar nicht richtig registrieren. Ja, keine Ahnung. Huh?
sich am Abend auf dem Balkon hocken und einen puffen kann auch krampflösend wirken, Digga. Und die Sache ist natürlich auch die, weiß ich nicht, wie das dann bei dir ausschaut, ne? Also wenn die Erfahrung mit dir schon hätte, und du dann sagen würdest, oh Schatz, wenn du Krämpfe hast, dann können ja bimsen, weil der Orgasmus kann krampflösend sein, würde ich sagen, ey, lass mal stecken, Rainer. Geh mal lieber einen von deinen Gummifreunden her, ich geh mal schnell unter die Dusche. Oder halt, Ja. die halt auch einfach vergessen werden auf Dauer. Ich will das jetzt nicht kleinreden oder so, um Gottes Willen. Ja, alles gut. Aber grundlegend kann ich mir vorstellen, dass es halt hilft oder eben nicht. Ja. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ja. Also entweder hilft oder es hilft halt eben nicht. Beides möglich, Rainer. Für beides die Chance nicht gleich null. Und dass es halt generell sowieso eine schwierige Angelegenheit ist. Aber du findest ja auch sonst irgendwelche Gründe. Ja? Was irgendwie beim Indigo-Bärchen, die erzählt hat, ihr geht's nicht gut, weil irgendwie ihr Onkel im Sterben liegt. Da hast du auch gesagt, das wird helfen. Würde ihr sicher helfen, wenn sie Snoozen mit dir macht, damit sie dann nicht mehr so traurig ist, weil das Glückshormone ausschüttet. Du widerlicher Pisser, ey. Im Fall. Zumal man an Sex kann man ja nicht nur mit dem Körper rangehen, da muss man ja auch mit dem Verstand ein bisschen arbeiten. Ja, eben. Und das ist jetzt schon wieder die Sache, wo du kein Werkzeug dabei hast, Rainer. Wenn es darum geht, man muss an irgendwas mit dem Verstand rangehen, dann bist du wie dieser eine unfähige 2-Sterne Google-Bewertungshandwerker, der kommt, für die Anreise 100 Euro verlangt, da ist und sagt, oh, da baue ich ein anderes Werkzeug, wieder zurückfährt und für die nächste Anfahrt nochmal 100 Euro verlangt. Ne? Das Ganze dann hinpfuscht und 2 Wochen später hast du dasselbe Problem wieder. Hast aber richtig Barne bezahlt. So einer bist du dann in dem Fall. Genau, und Und- ich glaube, wenn man sich halt generell schlecht fühlt, dann ist es schwierig, erstmal so in die Stimmung zu kommen. Ja, das ist richtig, ja. Aber das ist reiner scheißegal, ne? Ob die Frau in der Stimmung ist. Er ist immer in Stimmung. Wie gesagt, Indigo-Bärchen, Mary, den ganzen alle Dinge, aber die waren ja wirklich vor Ort. Dings, wie hat sie auch geheißen hier, die alte Trümmermulle? Die zusammengesoffen, Bianca, ne? Die hat auch keinen Bock auf ihn gehabt. Da auch gedacht, oh, wenn die einfach nur mal voll genug ist, dann wird das schon. Nee, die Leute kommen einfach nicht in die Stimmung. Wenn ein nach Verwesung stinkender Vierteltonner neben ihnen sitzt, bei denen sie sich nicht sicher sind, ob er sich gerade in den Hosen geschissen hat, ha? Ist schwierig in Stimmung zu kommen, ja? Und wenn man dann währenddessen noch aus der Foot blutet, ist es wahrscheinlich doppelt so schwierig. Ich glaube, das ist hier so ein Ding. Mag vielleicht sein, dass dann auch Frauen, die sich da ekeln, irgendwie in Stimmung kommen würden, wenn es so eine Once-in-a-Lifetime-Sache ist. Ne? Der Popstar, auf den man schon seit Jahren steht, die Möglichkeit bietet sich, dass man dann sagt, ja, jetzt oder nie, hochgeschissen, aber Rainer glaubt, er bringt die Frauenwelt ja immer in Stimmung, ne? Wenn er hier wieder seine sexy tiefe Stimme auspackt, ja? Wenn er wieder Mahani und so einen Schmarren. Genau, also man muss sich ja da auch darauf einlassen, richtig. Weil sonst, wenn man sich nicht darauf einlässt, macht das auch keinen Sinn. Ja. Ja, weil dann, ne, dann ist es du weißt schon, Wassigung, ne? Rainer, wenn sich ein Part nicht drauf einlassen will und der andere trotzdem full steam ahead, ne? Und es ist ja auch verständlich, wenn jemand keine Lust auf irgendetwas hat, dass man das dann halt auch, muss man dann auch respektieren. Ach so, Rainer. Ist es so? Das sind ja ganz neue Töne. Also von deiner Seite. Jeder vernunftbegabte Mensch hat das schon lange begriffen. Aber von deiner Seite sind es, was sind die Sachen wieder? Das sind wieder die Schutzbehauptungen. Er steht auf Ältere. Es ist ihm ganz wichtig, dass die Frau das auch will. Was war noch die anderen? Er ist bisexuell, auch eine sehr große Schutzbehauptung. Also. Auf jeden Fall, ja.
Oh, dieser Stuhl. Knarz, knarz. Sobald ich mich bewege, das ist so schlimm. Irgendwann wirst du zusammenbrechen mit dem Stuhl, ich sehe es schon. Nein, der ist voll stabil. Der bricht nicht. Ja, klingt aber nicht so. Ja, nee, der knarzt nur, weil er halt eigentlich geölt werden muss, so. Aber Ach so, ich bin okay. zu faul dafür. Ach, die ganze Zeit piept mein Headset. Ich hasse diesen Wackelkontakt. Ich habe es halt einfach aufgegeben. Ja, keine Ahnung. Neues Headset auf die Amazon Battle-Liste ballern. Mit Headset und ich habe euch einfach auf Lautsprecher in meiner Wohnung. Ich meine, es ist eh niemand da, also. Ja, gut, nicht, dass der Freund mich hört und dann hinterher mir noch versucht, den Hals umzudrehen, wenn ich hier mit so einer kleinen Ruhe. Ja, Rainer, dafür müsstest du einen Hals erstmal haben. Bist schon seit, sagen wir mal, mindestens 20 Jahren nicht mehr in Besitz eines solchen. Sagen wir 15 Jahre. So einen Halsansatz hat er nur gehabt. Am Anfang seiner YouTuber-Karriere. Aber es ist schwierig, den Hals umzudrehen, wenn keiner da ist, Rainer. Bagger. Welcher Freund? Keine Ahnung. Weiß ich doch nicht. Naja, Irgendwie muss man ja rausfinden, wo der Stand ist. naja. So ist es also. Oh, jetzt ist der O-Bundle-Lord kommt jetzt wieder an Stissel, oder? Ah, der Frauenversteher. Ja, wie soll das sonst sein? Nee, ehrlich gesagt, habe ich das Thema aufgegeben tatsächlich. Also ernsthaft, weil, ach, ich weiß auch nicht. Ich habe da schon so viel Scheiße erlebt mittlerweile. Und, wie billig wollen sie versuchen, die Menschen zu manipulieren, Rainer? Ja. Oh, ihr habt das aufgegeben, noch jemals wieder jemals überhaupt die wahre Liebe zu finden. Mich liebt ja eh keiner. Bitte jetzt widersprechen. Nein? Okay. So, aber wir kennen diese billigen Manipulationsversuche von unserem adipösen Adonis auf jeden Fall, ja. Und ich habe halt grundsätzlich mittlerweile sowieso nur noch ein Interesse und das ist halt rein sexueller Natur. Mhm. Weil diese Scheiße verzapft der auch schon seit 10 Jahren. Es sind ziemlich genau 10 Jahre. 2015 war Erdbärchen. Wir haben jetzt 2025. Seit der Erdbärchen-Nummer kommt immer wieder, ja, hier innerlich ist er eigentlich schon tot und er will eigentlich nur noch snoo und gefühlsmäßig lässt er sich auf niemanden mehr ein. Palaver, ratatata. Und dann jedes Mal, wenn irgendein Bärchen kommt, innerhalb kürzester Zeit heißt, lass in Urlaub fahren, heiraten, in die Sauna gehen. In der Reihenfolge, aber ich erinnere euch an das Cola-Bärchen, da hat es dann auch geheißen, ja, nee, ich will nur was Lockeres, offene Beziehung, bla bla bla. Und dann, oh, ich hab so viele Gefühle für dich, ich kann es nicht ertragen, wenn du dich von irgendeinem anderen durchrammeln lässt, bla. Halt dein Maul, Rainer. Jetzt, so wie ich das gerade brauchst, ja. Nach meinen Erfahrungen in den letzten Jahren, gerade in meinen letzten 3 Erfahrungen, die ich hatte, oder eigentlich meine letzten 4 Erfahrungen, das ist eigentlich richtig lächerlich gewesen. Das ist total der absteigende Ast gewesen. Ja, Rainer, es war immer sehr lächerlich bei dir, aber es war nie der absteigende Ast. Die ganzen Bärchennummern, die haben auf einem sehr niedrigen Niveau angefangen, die sind halt nirgendwo mehr hingegangen, weil tiefer ging es nicht mehr. Wirklich erbärmlicher ging es nicht mehr. Als das war, ab da, wo Erdbärchen aufs Parkett getreten ist, warst du praktisch da schon auf dem niedrigsten Niveau, wo geht. Also, ne, was die Bärchen sieht. Alle anderen Bärchen waren mehr oder weniger eine Kopie mit einem anderen Text. Wenn du dieselbe Schauspieltruppe siehst und die spielen halt ein neues Spiel. Heute ist Hamlet, morgen ist Macbeth. Aber es ist dieselbe Schauspieltruppe im selben Theater und mit derselben Atmosphäre, oft noch dasselbe Bühnenbild.
Mit der ersten habe ich gefummelt, aber habe nur sie befriedigt, weil sie mich nicht nicht mehr ranlassen Rainer, du hast in deinem Leben noch nie eine Frau befriedigt. Punkt. wollte. Also Okay, nur mit der Hand bei ihr und das war's. Sie hat mich gar nicht angefasst. okay, wild. Bei der zweiten nur geknutscht und mehr war nicht. Bei der dritten nur ein bisschen gekuschelt, gar nicht geknutscht. Und bei der letzten nur online. Ja, okay. Ich weiß jetzt nicht, wer diese 4 sein sollen, ob da welche aus Denken mit dabei sind oder ob er jetzt da wirklich irgendwie die reellen Frauen, die sich tatsächlich mit ihm mal getroffen haben, irgendwie mit rausnimmt. Dann wären die letzten 4 in der chronologischen Reihenfolge, wie er es gerade erzählt hat. Erst Mona, dann Light Warrior, dann entweder Cola-Bärchen, nicht Cola-Bärchen, sondern Indigo-Bärchen oder Mary. Eine von die liefen ja relativ zeitgleich. Also das wären dann die 4. Und er widerspricht jetzt seinen früheren Lügen, weil er hat ja behauptet, er und Light Warrior hätten da im Hotel in Berlin Ratatatzing und er hat auch behauptet, dass mit Mona was lief, etc. Die Lügengeschichten hat er jetzt natürlich schon wieder vergessen, das ist auch schon lange her. Und er kann sich so eine Lügengeschichte selten länger wie 30 Sekunden merken, bevor sie wieder spricht. Also dementsprechend. Aber das sind dann die 4, von denen er jetzt spricht, wenn er tatsächlich sich auf reelle Personen bezieht, die zumindest einmal im selben Raum mit ihm waren und eben vom weiblichen Geschlecht. Ah, okay. Ist irgendwie, weiß ich nicht. Ja, ist ein bisschen der Wurm drin, aber ich denke, das wird schon. Eben nicht, liebes Bärchen 1. Ja? Das ist ja gerade im Rainer sein Problem gewesen, dass der Wurm eben nicht rein durfte. Hm. Nö, das glaube ich nicht. Weil dafür müsste ich ja auch irgendwie aktiv werden und das werde ich ja nicht. Also, Ja, stimmt. Ja, das ist richtig, Rainer. Aber das war schon immer dein Problem, weil du dir gedacht hast, oh, ich werde jetzt YouTube-Star, dann kommen die Frauen von alleine zu mir. Und das hat so nicht wirklich gut funktioniert. müsste mir doch nicht passieren, weil letzten Endes. Ich kann auch nicht einfach auf die Straße gehen und irgendjemanden anquatschen. Ich kann nicht einfach in die Disco gehen und irgendjemanden anquatschen. Nee, natürlich kannst du das nicht. Also du könntest das schon, aber das wird halt natürlich genauso wenig zum Erfolg führen, wie deine vergeblichen Paarungsversuche übers Internet. Ha? Übers Internet kriegst du lediglich Haterinnen, Bärchen, die sich halt mit dir unterhalten, um Met zu farmen, so wie jetzt. Oder eben im Real Life denken die sich, boah, der ist, der riecht unangenehm, der hat offensichtlich ein Hygieneproblem. Und der lässt sich gehen. Der wiegt eine Vierteltonne. Er hat Kabarne, der hat nichts eigentlich. Du hast ja nichts zu bieten. Was willst denn du Leute auf der Straße ansprechen? Boah, schau dir den an. Den fetten, kreisligen Typen, der überall Schweißflecken hat unter die Arme, unter die Titten, unter jeder einzelne von seinen 300 Speckfalten. Außer da, wo das riesengroße Loch in seinem Slipknot-T-Shirt ist. Und der an einem Haxen die Plastik-Jogginghose nach oben gekrempelt hat, weil ihm allein die Berührung des Plastikstoffs an seinem geschwollenen, kurz vorm abfaulenden Bein dermaßen Schmerzen verursacht, dass er sie dass er die Hose deswegen hochkrempeln muss. Und was dann dieses Bein, das aussieht wie so ein Krakauer auf dem Grill, die kurz vorm Platzen ist, ja, unten noch rausschaut. Und dann kann der in normale Schuhe nicht mehr reingehen, weil sogar die Füße zu fett geworden sind. Und dann hat er irgendwelche komischen Schlappen an. Und vorne sind diese Krallen, die da rauskommen, weil er sich so behindert gefressen hat, dass er mit den Händen nicht mehr an seine Zehen kommt
um sich seine Zehennägel zu schneiden. Nach Scheiße stinkt er, weil er sich so behindert gefressen hat, dass er mit den Händen nicht mehr in den Arsch kommt, um ihn sich abzuwischen. Und der wongelt dann draußen auf der Straße rum und spricht irgendwelche Frauen an. Und es dürfen ja nicht irgendwelche Frauen sein. Ich meine, da könnte sicher irgendwie vielleicht am Frankfurter Hauptbahnhof irgendeine Tussi auf Cold Turkey, der sagt, hier, ich habe 50 €, dafür kaufe ich Stoff, aber nur wenn Wurstfach. Klar, aber wenn du irgendeine normale Frau ansprichst da draußen, und Rainer hat ja wirklich auch Ansprüche, die muss ja was hermachen, weil die muss ja auch präsentiert werden können. Ne? Das ist auch ganz wichtige Nummer beim Rainer, ist ja, dass er die präsentieren kann. Also Wurstfach muss sie herhalten, ihr Maul muss sie halten und angeben können muss er mit ihr. So, das sind die 3 Prioritäten. Charakter und sowas scheißegal. Das sind die 3 Prioritäten und die kriegt, ganz ehrlich, keine Frau, die irgendwas auf sich hält, bei der Gestalt, die ich gerade beschrieben habe, sagt, ja klar, hier ist meine echte Telefonnummer. Ruft mir an, ich freue mich drauf. Und wenn du gar nicht erst in der Lage bist, jemanden kennenzulernen, dann kommst du ja auch nicht vorwärts. Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist schwierig. Ich meine, so übers Internet kann man den Leuten nicht vertrauen, aber raus auf die Straße gehen kann man auch nicht. Was macht man dann? Keine Ahnung. Ja, grundsätzlich kann man ja den Leuten, kann man ja schon übers Internet jemanden kennenlernen. Aber du musst bedenken, wenn ich jemanden kennenlerne, muss ich immer erst erklären, jo, ich war mal der YouTuber, ich bin mal einer von den meistgehatetsten YouTubern Deutschlands gewesen. Nee, Rainer, musst du nicht. Musst du nicht. Natürlich müsstest du dann tatsächlich eine gewisse Weile aus dem Internet komplett verschwinden. Ich würde wahrscheinlich auch keinen Drachenlord-Content mehr auf dem Kanal machen, sondern mich komplett auf andere Sachen konzentrieren, wenn er tatsächlich sich aus dem Internet löschen würde. Aber wie gesagt, das hat er ja nicht getan. Ich habe neulich auch wieder irgendein Video gehört, ich höre mir die meistens im Hintergrund an, wo jemand gemeint hat, ja, hier, das Drachengame ist vorbei, da haben wir ja wieder 1,5 Jahre im Endeffekt nichts gemacht. Ja, freilich hat er was gemacht. Nur weil es nicht auf Digitogity oder auf YouTube und den bekannten Social Media Plattformen stattfindet, heißt das ja nicht, dass er nichts im Internet gemacht hat. Er müsste sich komplett aus dem Internet zurückziehen, komplett aus dem öffentlichen Leben und ganz ehrlich auch wie ein Eremit erstmal 1-2 Jahre da in seinem komischen Zimmer bleiben, ohne dass irgendjemand irgendein Lebenszeichen von ihm hört. Niemand. Außer Uwe. Der dann für ihn einkauft und keine Ahnung, einmal am Tag mit dem Eimer kommt und den Trog voll macht oben. Wenn der 2 Jahre wirklich, wenn es keine News gäbe, kein neuer Blog über irgendein Universum oder Kommune, keine Discord-Leaks, wo er wieder irgendwelche Scheiße vom Stapel lässt, so wie hier, keine Schlangenschnecken, keine Engelchen und kein gar nichts. Wenn er es 2 Jahre macht, ja, wer soll denn dann noch Drachenlord-Content im Internet machen? Wer? Jetzt gehöre ich noch zu den hartnäckigen Leuten, die jetzt im letzten Jahr immer noch auch mal irgendwie Retro-Met gemacht haben. Da gibt es noch eine Handvoll. Das sind ich, Arni Degger, Secret Service, Bewährungsversager, ich weiß nicht, wer noch. Ich glaube, das war's mehr oder weniger schon. Ofi ab und zu. Aber die ganzen anderen Leute, die sind jetzt erst wieder auf den Platz getreten, wo diese Leaks veröffentlicht wurden. Und er begreift halt nicht, dass er einfach sich permanent und für immer und zu 100% aus dem Internet zurückziehen muss und seine hässliche Fresse auch nicht mehr in der Öffentlichkeit zeigen, damit der Hate weniger wird und dann könnte er auch im Internet Leute kennenlernen. Und wenn er denen dann nicht vorher erklärt, ja, im Übrigen, ich bin Edzardler, der meist gehatete YouTuber Deutschlands gewesen, back in the day, weil das seine einzige erwähnenswerte Errungenschaft in seinem Leben ist, weil er sonst nämlich gar nichts geschissen gekriegt hat. Nichts. Überhaupt nichts
hat er jemals geleistet in seinem Leben. Er hat es nicht mal geschafft, die Dulli-Schule erfolgreich abzuschließen. Er hat in seinem ganzen Leben noch nicht einmal irgendwas erfolgreich hingekriegt. Außer der meistgehasste YouTuber Deutschlands zu werden. Natürlich ist dann, ne, muss er das den Leuten unter die Nase reiben, weil das ist das Einzige, was ihn interessant macht. Ansonsten ist er einfach nur ein dicker, geistig behinderter, stinkender Mann mit fragwürdigen sexuellen Vorlieben. Dann Ja, musst du den Leuten ewig und 3 Tage erklären, wer du bist und warum du bist, wer du bist. Und ja, dann geht es weiter damit, dass du auch mit den Personen, wenn du nicht mit denen triffst, nicht überall hingehen kannst. Du kannst nicht ja. mit denen ins Kino, du kannst nicht mit denen in die Sauna, du kannst nicht mit, also das geht schon, aber es hat immer mit Risiko verbunden. Nein, du kannst nicht mit denen ins Kino, weil du in einen handelsüblichen Kinositz nicht reinpasst mit deinen 230 bis 250 Kilo. Ne? Du kannst nicht mit denen in die Sauna, weil erstens Sauna auch Barne kostet, ein Kino kostet auch Barne, aber, ne? Und noch dazu, du nicht einfach irgendwelche wildfremden Frauen ansprechen kannst und sie zu einem ersten Date in der Sauna ausführen. Das macht kein Mensch, das ist weird, Rainer. Ne? Und du kannst auch nicht in die Sauna, weil du in den meisten Saunen Hausverbot hast und weil auch in der Sauna ein gewisser Hygienestandard herrscht, wo sich dann relativ schnell, auch wenn du in eine nicht Snoo-Snoo-Sauna für Männer gehst, dass auch da sich dann vielleicht Leute beschweren und sagen, hier, ich kann hier in der Sauna nicht entspannen, wenn ein Typ neben mir sitzt, der riecht, als hätte man ein überfahrenes Stinktier im Sommer 3 Tage am Straßenrand liegen lassen. Für die Person. Und das ist halt auf Dauer auch ein bisschen uncool. Ja, klar, aber ich meine, wenn du nur auf was Sexuelles aus bist, dann ist es ja eigentlich egal, ob man dann rausgeht und was miteinander macht oder nicht. Generell würde ich dir dazu stimmen, ja. Aber Rainer, wie gesagt, da ist immer noch die barrende Grenze, aber die einzige Möglichkeit, die du hast, ne, ist da eine geschäftliche Einigung diesbezüglich. Ne? Das ist die einzige Snooze-Möglichkeit. Problem, irgendwo müssen die Barren herkommen. Du hättest super Möglichkeiten gehabt, wenn du die 40.000 Euro nicht in den Ranger, ne, sondern in professionelle Beischlafdienstleisterinnen gesteckt hättest, dann hättest du wenigstens ein wenig Snooze nur in deinem Leben gehabt. Du hättest immer extra bezahlen müssen, ne, weil die ja auch ein bisschen die Auswahl haben und sich denken so, ja, bevor jetzt den, warten wir lieber noch, ne? Vielleicht kommt in 5 Minuten einer, der 200 Kilo weniger wiegt. Aber das wäre die Möglichkeit gewesen für dich, Rainer. Die hast du wieder verstreichen lassen, weil du ein blaues Spielzeugauto haben wolltest, das du dann 4 Monate später wieder mit 15.000 Euro Verlust verkauft hast, Rainer. Well done. da musst du halt trotzdem auch erstmal jemanden finden, der an sowas interessiert ist. Und da hast du als Mann einfach schlechte Karten. Ja, das ist richtig. Also man hat da diesbezüglich als Mann schon grundlegend schlechtere Karten. Wenn man sagt, hier, man möchte irgendwie nur Snooze-Bekanntschaften suchen. Aber vor allem in deiner Situation, ne? Weil du, wie gesagt, wir haben es schon vorher gesagt, nichts zu bieten hast. Im Gegenteil. Ja. Ich will nicht hier wieder den Sexisten raushängen lassen, aber es ist halt Ja, dann lass es bleiben, Rainer. Jetzt kommt wieder irgend so eine Nummer von. nun mal so, dass du als Mann grundlegend in der Situation bist, dass du einer unter Millionen Männern bist, der an einer Frau rumbackert. So. Und Ja, ist so. Ist so, Rainer. Wir haben ja 50-50 Männer und Frauen auf dem Planeten. Es kommt ja eine Frau auf mehrere Millionen Männer, Rainer.
Überall auf der Welt ist es so. Mehrere Millionen Männer müssen sich immer um eine Frau prügeln. Nein, Rainer, das redest du dir jetzt ein, weil du absolut null Erfolg bei Frauen hast. Weil sogar die dümmste, greisligste, zusammengesoffene, alte sich denkt, ich finde was Besseres. Schau dir den Bianca-Stream nochmal an. Rainer, so niedrig kann eine Frau ihre Ansprüche gar nicht legen, dass sie mit dir in die Kiste hüpft. Ohne Bezahlung. Das geht nicht. Weil es literarisch an jeder Straßenecke einen besseren gibt als dich. Ich kann, keine Ahnung, ich kann in Augsburg in die Brezen um 2:30 in der Früh reinmarschieren und da sind 10 Typen, die man eher mit nach Hause nimmt als Frau als dich. Und das soll was heißen. Schönen Gruß an alle, die aus Augsburg kommen. Das ist die reinigste Borsten, in der ich jemals war, die kein Puff ist. Ja? Ich versuch's mal so. Für euch steht ja, denke ich, auch fest, wenn ihr euch mit einem Typen treffen wollt, ihr findet jemanden. Ob ihr natürlich direkt den Traumtypen findet, das ist natürlich eine andere Hausnummer. Aber wenn es mal rein um das Sexuelle und so weiter geht oder um den rein körperlichen Spaß geht, ihr habt direkt jemanden und ihr habt auch keine großen Probleme, jemanden zu finden im Normalfall. Und da spielt's, wie gesagt, soll nicht sexistisch sein, da spielt es aber auch keine Rolle, ob eine Frau irgendwie 20 oder 120 Kilo wiegt, übertrieben gesagt. Ja. Weil es gibt immer irgendeinen Typen, der auf dies und das und jenes steht. Und es gibt immer einen Typen, den eine Frau sich entsprechend sich hingeben kann oder halt sich dann halt mit der Person vergnügen kann. Ja. Wenn es nur Ja, darum geht. Ja, ich verstehe, was du meinst. Das ist schon richtig. Also, ich habe auch schon auf jeden Fall ein paar Angebote ausgeschlagen, sag mal so. Ja, und das ist halt bei einer Frau eine dauerhafte Situation, die halt ihr Leben lang so läuft eigentlich. Und da ist es meistens auch unerheblich. Jetzt habe ich gerade gedacht, der hat mich angepupst. Ja, ich sag das ungern, weil ihr eigentlich Antikapitalist bin, aber da regelt der Markt. Leider. Da regelt einfach der Markt. Komisches Spiel. Ganz ehrlich, wenn ich im Supermarkt durch die Gemüseabteilung gehe und sage, oh, ich hätte, was weiß ich gern, eine Avocado. Dann liegen da jede Menge Avocados. Und wenn dann irgendeine schimmlige, was an der Seite schon pelzig ist, wo die Fliegen schon rauskommen, natürlich nehme ich nicht die mit, weil es liegen noch 50 gute Avocados daneben. Da kann vielleicht eine dabei sein, die ein bisschen überreif ist oder eine, die noch nicht reif genug ist und ein bisschen hart. Ja? Aber jede einzelne der anderen Avocados ist der verschimmelten Avocado vorzuziehen. Rainer, du bist die verschimmelte Avocado der Männlichkeit. Jedenfalls, das ist halt bei einer Frau wirklich unerheblich, wie alt sie ist, welches Geschlecht natürlich nicht. Aber es spielt bei einer Frau schlicht und ergreifend keine Rolle, weil sie wird halt immer irgendjemanden als Angebot finden. Und das hat halt letzten Endes einfach den Vorteil daran. Als Mann hast du diesen Vorteil halt einfach nicht. Ja. Ja, verstehe ich. Ja, schwierig. Ja, und eine Frau kann sich halt aus 100.000 Männern einen aussuchen. Und ein Mann. Ja, ist es ein bisschen ist es dieses Dating-Coach-Gelabere. Und das ist das halt Bullshit mit dem leicht wahren Kern. Ne? Natürlich, das ist auch so eine Naturevolutionsgeschichte. Bei den meisten Säugetieren buhlen die Männchen um die Gunst des Weibchen. Und das ist bei Menschen nicht anders. Aber
natürlich hat eine Frau da eher so die Möglichkeit, wählerisch zu sein. Ne? Also es gibt ja auch diese Statistiken, wo es heißt, 80% der Männer, oder 20%, 80% der Frauen, keine Ahnung, auf jeden Fall ist ja Ungleichgewicht auf dem Datingmarkt, vor allem bei Online-Dating, zu erkennen. Es ist natürlich auch klar, dass du als Mann mehr mitbringen musst als eine Frau, weil Frauen da wählerischer sind, weil sie es sich leisten können. Aber so extrem, wie er das jetzt hinstellt, ist es halt auch nicht. Ne? Es ist halt dieses klassische Andrew Tate Bullshit-Geschwalle von wegen, oh, wenn du nicht ein Sixpack hast und 2 Meter groß bist und sechsstellige im Monat verdienst und 20 Zentimeter in der Hose hast und dergleichen, bla bla bla, dieses oder jenes Auto fährst, da hast du gar keine Chance. Ja, es gibt genügend Frauen, denen das dann auch geschmeidig wurscht ist, die vielleicht dann auch mal darauf achten, ob der Typ, mit dem sie ausgehen wollen oder zusammen sein wollen, vielleicht einfach kein Hurensohn ist. Problem, Rainer, in beiden Kategorien kannst du nicht punkten. Ja, du hast weder diese Geld- und Aussehen- und Protz-Qualitäten, auf die manche Frauen stehen, die jetzt ein Andrew Tate hat. Ja? Diese oberflächlichen Dreck, noch die inneren Werte, die halt wichtiger sind, wenn du den ganzen anderen Scheißdreck nicht hast. Du hast halt in beiden Kategorien verloren. Wie gesagt, du hast nichts zu bieten. Muss ich halt wirklich, ein Mann muss sich einfach anstrengen. Wie gesagt, das soll nicht sexistisch sein, aber es wirkt Ja, halt auch immer sehr anstrengend tut er sich nicht gern da rein. Ne? sexistisch, wenn das jemand sagt. Alles gut. Alles gut. Aber es ist halt einfach auch traurig irgendwie so. Das ist einer der. Die Sache, ich bin weder reich noch übermäßig attraktiv. Ne? Ich habe eher gute Bierwampe und Haarausfall. Und ne? Aber ich habe offensichtlich irgendwelche anderen Qualitäten, ansonsten wäre ich nicht in einer glücklichen Beziehung. Rainer hat halt gar keine Qualitäten. Aber irgendwas musst du ja an den Verhandlungstisch mitbringen. Ne? Warum sollte man sich sonst für dich entscheiden? Die Gründe, warum ich mir denke, so, ich müsste eigentlich als Mann wiedergeboren werden. Und auf der anderen Seite denke ich mir so, ja, eigentlich ist das genau solcher Bullshit, weil eine Frau hat es auch nicht leichter oder so im Allgemeinen. Ja. Jeder Mensch hat irgendwie sein Kreuz zu tragen. Das ist halt, ne? Ich glaube, das verstehen diese Leute, die diesen Kulturkampf und Geschlechterkampf oder sowas immer so gerne führen, nicht. Ja, die ja immer sagen, ja, du bist ja weiß und männlich und heterosexuell, du hast ja alle Privilegien, dir stehen ja alle Türen offen. So, ja, keine Ahnung, musst du halt auch dann immer noch bücken. Ja, also wenn du nicht da irgendwo reingeboren wirst und vielleicht noch sowas wie ein Gewissen oder Rückgrat hast, dann wird es schon wieder schwierig. Ja? Aber halt im sexuellen Aspekt kann sich eine Frau halt zumindest leichter jemanden suchen. Ja, also es hat so alles Vor- und Nachteile, ob man jetzt Mann oder Frau ist, auf jeden Fall. Ja, ich könnte jetzt nicht sagen, wer ist jetzt besser oder schlechter oder so, ist auch egal eigentlich. Ja, keiner hat es besser oder schlechter. Wir sitzen alle im selben fucking Boot. Das ist eben genau diese Nummer. Das ist dieses Shurioka-Denken. Ne? Männer haben es alle besser und die unterdrücken immer. Und auf der anderen Seite hast du die anderen Versager hier, Rainer und die ganzen Incel-Mongos, die diesem Andrew Tate und den ganzen Arschlöchern hinterherlaufen, die sagen, alles Fotzen aus der Mutti. Und die sind alle komplett bescheuert. Die kannst du alle mitsamt in einen Sack packen, paar Steine dran und ab in den Ozean. Die sind gut weiter. Weil die bringen alle die Menschheit keinen Schritt weiter, im Gegenteil. Dieses generelle Gegeneinanderdenken es bremst unsere Spezies.
Und im Moment haben wir eh kaum Momentum. Wir müssten dann mal aufs Gaspedal gehen. Und zwar im Vorwärtsgang. Und da hilft es uns nichts, wenn uns jedes Mal wieder irgendein Gehirn amputiert, der im Internet erzählt, wer der Feind ist. Also am besten wäre es halt so ein bisschen, wenn man versucht, die Probleme so gegenseitig zu beseitigen, sagen wir es mal so. Ja. Aber ob das halt immer so funktioniert, ne? Ja, schwierig, ne? Wollbunny ist komplett weg. Ja, die hat sich verabschiedet. Nee, ich bin noch da. Ich höre einfach nur zu. So, ich wollte halt jetzt nicht irgendwo reingrätschen oder irgendwie so. Sie hat mich als Sexist abgestempelt. Ui. Ja, abstempeln, no? Muss man das, glaube ich, nicht. Das ist schon ziemlich offensichtlich, Rainer, dass du ein Sexist bist. Okay. Nee. Weiße Arschkarte. Nee, alles gut. Ich bin nur auch ein bisschen müde schon und kaputt. Ja. Bei mir hat Ja, und sie hat sie ewig muten müssen, was aus dem Lachen nicht rausgekommen ist, bei dem ganzen Schwachsinn, was er verzapft hat. jetzt gerade der Magen geknurrt. Ich glaube, ich sollte mir wirklich was zu essen machen. Ja, ich habe auch Hunger, ich müsste eigentlich auch was essen. Ja, aber ja, Rainer hat noch überhaupt nichts gegessen den ganzen Tag. Das müsst ihr wissen. Ja, warum isst Ja. ihr da nicht? Dann geht doch essen. Ja, aber wir reden ja gerade so schön. Ich schon. Ja, das hat einen Anno nie gestört, ha? Das hat einen Anno nie gestört. Er hat den Stream stellenweise schon laufen lassen, während er sich irgendwo was zu essen in Anführungsstrichen gemacht hat. Also sprich, irgendwas erwärmt hat, was andere Leute in der Fabrik gemacht haben, weil kochen kann er ja nicht. Haben wir in seinen Videos gesehen, die keine Kochvideos waren, sondern einfach nur Videos, in denen er kocht. Wo alles ohrreinig war. Ganz ehrlich, der hat's fertig gekriegt. Einfach nur TK-Burger und Buns so zuzubereiten, dass es mir davor graust hat. Das musst du hinkriegen erst einmal, ha? Das musst du hinkriegen. Gut, bei ihm war es größtenteils dadurch, dass er es halt mit den Fingern angefasst hat und ich weiß, wo seine Finger überall waren und ich weiß, dass er nicht so ein hygienischer Mensch ist, der dazu neigt, sich die zu waschen, nachdem er, ich weiß nicht, ha, vielleicht beim Kackduschen war. Dementsprechend, aber deswegen ist auch ein Mikrowellenburger bestes Beispiel. Keiner hasst Burger. Aber einmal rendert er sich 12 Stück von den TK-Patties Buns rein. Und ansonsten, da war das schon wieder zu viel Arbeit, weil da muss man ja den Grill wieder anmachen und da muss man noch alles mögliche extra einkaufen. Da stellt man sich noch davor und ansonsten holt er sich halt einfach den Mikrowellenburger im 6er-Pack. Die reißt er dann wie ein Viech auf, tut sie alle 6 in die Mikrowelle, drückt aufs Knäpferl und schön ist gekocht. 5 Minuten später. Oder verhungern? Gute Frage. Was war die Frage? Reden oder verhungern? Gute Frage. Gehen oder verhungern? Ich wiege fast 200 Kilo. Ich glaube, bevor ich verhungere, geht die Welt unter. Ja, erstens wiegst du wahrscheinlich immer noch deutlich über 200 Kilo, Rainer, und zweitens, ja. Du hast auf jeden Fall Reserven. Ja, gut, aber selbst wenn man viel wiegt, so hat man trotzdem nach ein paar Stunden mal Hunger. Ihr Körper braucht ja trotzdem was zu essen. Und der Witz ist, der größte Witz ist ja, man kann trotz Übergewicht verhungern. Ja, das geht Echt? auf jeden Fall. Ja, klar geht das. Wild. Weiß ich nicht, ob das geht. Kann sein. Meine Info war, der Körper verbrennt erst einmal, was er hat. Und geht mit gespeichertem Fett und mit Muskeln los, wenn du ihm nichts neu zuführst. Aber es Ja, dauert ich sag's. tatsächlich länger. Es dauert länger, es ist richtig, aber man kann trotzdem verhungern und man hat trotzdem noch Fettreserven, wenn man schon stirbt. Ja. Einfach nur deswegen, weil du auch als Übergewichtiger nicht in der Lage bist, sämtliche Fettreserven zu verbrennen, bevor du verhungerst. Okay. Das weiß ich nicht.
keine Ahnung. Ich nehme an, dass vielleicht auch, ich meine, damals war der Prozentsatz der übergewichtigen Menschen jetzt nicht so hoch. Es hat sicher welche gegeben. Und es hat zum Beispiel, glaube ich, auch im Dritten Reich unter den Menschen der jüdischen Bevölkerung, die deportiert worden sind, hat sicher auch übergewichtige Leute gegeben, also die dick ins Lager gekommen sind. Und ich habe auf den Bildern, die ich im Geschichtsunterricht gesehen habe, von nach der Befreiung nicht eine dicke Person gesehen. Weder bei den Überlebenden noch bei den Toten. Weiß ich nicht. Ja? Wenn Verhungern möglich ist und trotzdem noch fett sein nach dem Verhungern, hätte da irgendwo ein Dicker drin liegen müssen, oder? Würde ich jetzt grob Bullshit callen. Es kann natürlich auch sein, ich bin auch kein Ernährungsmediziner, dass es tatsächlich möglich ist, dass der Metabolismus einfach generell Metal Off sagt, wenn du gar nichts mehr zuführst. Ja. Hoffen wir einfach mal, dass niemand von uns verhungert, bitte. Ja. Das wäre sehr Ja. nett. Das ist tatsächlich bei mir so eine Sache, wenn ich relativ gestresst bin, dann komme ich zum Beispiel, also ich vergesse immer das Essen und dann rutsche ich halt relativ schnell nah ans Untergewicht ran und dann muss ich wieder aufpassen. Also Ja, das Problem habe ich Gott sei Dank nicht. Ha? Ich habe tatsächlich ich glaube, ne, da sind wir wieder beim Hormonhaushalt mit der Nummer vom Anfang vom Video. Ich glaube, mein Hormonhaushalt geht komplett apeshit. Permanent. Weil ich habe dann wieder so Phasen und die sind immer unterschiedlich lang. Das kann 4, 5 Tage gehen, das kann 3 Wochen oder 4 Wochen gehen, wo ich dann Phasen habe, wo ich entweder fress wie ein Mähdrescher und praktisch kein Sättigungsgefühl habe. Oder nur wenig, also wo ich sage, oh nee, jetzt bin ich voll. Und eine halbe Stunde später kann ich dieselbe Menge nochmal fressen. Oder wo ich halt einfach 3, 4 Wochen lang irgendwie abends heimkomme und sage, ja, ne, 2 Spiegeleier auf einem Butterbrot und ein bisschen an Salat dazu, let's go. Und das ist alles, was ich für den Tag fresse. Das sind beides Sachen, die habe ich dann über Wochen hinweg oft. Und ich verstehe nicht, warum. Während der einen Zeit werde ich immer fetter und fetter und fetter und denke mir, Dreck, hast wieder 3 Kilo zugenommen und im nächsten Monat nehme ich wieder 5 Kilo ab, weil ich nichts fress. Ich weiß nicht, da bin ich vielleicht nicht ganz normal. yikes. Ja. Ja, nicht gut, aber egal, ich muss mich halt drum kümmern. Ich persönlich stehe auf schlanke Damen, allerdings ich mag es tatsächlich, ich habe kein Problem tatsächlich mit, also Aussehen generell ist mir an sich eigentlich immer schon scheißegal gewesen. Ja, nur dick dürften sie nicht sein, die Ladies auch. Sonst bist gleich unten durch beim Rainer. Argumentation OG Rainer, also das ist jetzt nicht O-Ton, aber ne, auf jeden Fall sinngemäß. Ich bin schon fett für 2. Ich brauche nicht noch eine fette Mulle. Nur Ja. einen Punkt, auf den ich halt überhaupt nicht stehe, und das ist extremes Untergewicht und extremes Ja. Übergewicht. Das mag ich Ja. beides nicht. Mir ist eine normale Figur halt lieber. Ja, das ist normal, weil beides strahlt eben nicht Gesundheit aus. Aber da haben wir ja gerade vorhin auch drüber geredet, wenn der potenzielle Partner solche eine aufgeschwollene Haxen hat wie du, wo überall die Suppen rauslafft. Und dann ist das halt auch schon deswegen unattraktiv, weil die Natur dir sagt, du willst ja mit gesunde Leute paaren, weil du willst ja im Notfall gesunde Kinder kriegen, die dann dafür sorgen, dass die Spezies weiter existiert. Und es geht in beide Richtungen. Und wenn halt das Gegenüber halt irgend so eine Gerippe ist es auch nicht gut. Ja, das schaut da auch ungesund aus. Und ich glaube, da haben die meisten Leute da schon ein ganz gesundes Gefühl dafür. Und leider Gottes geht's oft einmal schief. Dann sind oft einmal Leute schräg verkabelt im Kopf. Aber
was ich so mitkriegt habe, sind, glaube ich, die Fetischisten für die extrem fetten Frauen sind deutlich überrepräsentiert als die Fetischisten für die Gerippe. Die Gerippe, da tut man einfach nur so, als wäre das so eine Sache, das ist so eine Modeerscheinung. Ja, die braucht man irgendwie für den Laufsteg, aber ich habe noch nie irgendjemanden kennengelernt, der gesagt hat, boah, euer so ein richtiger Knochensack aus Haut. Richtig gut. Ja, da steht drauf. Habe ich selten gehört, von beiden Geschlechtern nicht, aber ich habe es schon öfters gehört, und zwar vor allem von Männern, die sich gedacht haben, so, ja, wenn die so einen Arsch wie wie so ein Brauereihofgaul hat, der immer beim entgegengesetzten Schritt aufgrund Trägheit der Masse erst in die entsprechende Richtung schwingt, dann laufe ich gerne den ganzen Tag hinterher. Habe ich häufiger gehört. Weiß ich nicht, aber ich würde sagen, beides ist tatsächlich nicht gesund, aber aus Reiners Mund ist das halt auch wieder reine Farce. Lieber ein bisschen schlanker ist zu viel, aber das liegt bei mir halt auch daran, dass ich jetzt selbst ein Monster bin. Riesiges Monster. Also es ist halt einfach, finde ich halt selbst einfach nicht erotisch so. Und deswegen kann ich auch immer nachvollziehen, wenn jemand mich nicht anzieht oder erotisch findet. Ja, ich glaube, das ist halt eine sehr persönliche Präferenz da, auf wen man dann steht. Das kann man ja auch nicht beeinflussen. Ne? Richtig. Also ich habe ja schon Partnerinnen gehabt, die haben gesagt, die haben immer. Das ist auch wirklich, das ist leider richtig. Ne? Kann man nicht beeinflussen, auf wen man so steht. Das wird vielen Leuten das Leben einfacher machen. Ne? Im Aussehen überhaupt kein Problem und die mögen mich so, wie ich bin. Viele mögen mich halt auch, oder viele mochten mich halt auch einfach wegen meiner Persönlichkeit, weil ich war, wie ich bin. Auf jeden Fall. Lügenlord. Rainer, niemand mochte dich jemals aufgrund deiner Persönlichkeit. Rainer, deine Eltern mochten dich, weil sie biologisch darauf programmiert wurden. Punkt. Ansonsten mochte dich noch nie irgendjemand aufgrund deiner Persönlichkeit. Es haben Leute dich toleriert, vielleicht aufgrund dessen, dass sie bei dir in der Schanze am Saufen können oder das Barne gewunken haben oder Reichweite oder Met oder dergleichen, aber niemand mochte dich jemals aufgrund deiner Persönlichkeit, weil deine Persönlichkeit verabscheuungswürdig ist. In allen Belangen verabscheuungswürdig. Und je mehr man über deine Persönlichkeit lernt, desto mehr verabscheut man sie. Weil das ist wichtig. Ja, aber es ist halt letzten Endes auch immer nicht alles, ne? Ja, das stimmt auch wieder. Naja, es gehört letzten Endes alles irgendwie zusammen. Letzten Endes! Ja, genau. Sehe ich auch so. Ja. Sehe ich auch so. Es gehört alles zusammen. Aber Leute, ich sehe gerade, wir sind schon wieder bei fast 1 Stunde 20 Minuten. Ich muss jetzt den Bums hier ausmachen, weil ich brauche auch irgendwas. Ich muss selber mal was fressen heute. Ich habe den ganzen Tag noch nichts gegessen, tatsächlich sogar Edzardler. Und ja, schauen wir mal, wie das jetzt ausschaut, wie jetzt der Upload-Schedule ist. Ich lade die Sachen, die zuerst grün werden, kommen zuerst hoch. Die sind dann halt vielleicht nicht in chronologischer Reihenfolge. Aber ich glaube, dass das bei dem Content, den ich hier rausknödel, relativ wenig Unterschied macht. In diesem Sinne. Schreiben wir, ich habe einen treuen Blog. Das ist mein reiner Reaction-Blog. Schreiben wir uns jetzt seit 29 Minuten und 6 Sekunden. Oh, sind wir 20 Minuten weit gekommen. Sehr gut. Sehr gut. Und dann bleibt mir nicht mehr zu sagen, außer tut nicht, was Rainer tut. Metal Off.